Guten Morgen miteinander. Wie fühlst du dich heute Morgen? Welche Emotionen, welche Gefühle nimmst du wahr, wenn du dich hineinhörst? Hast du vielleicht heute Morgen den Wecker nicht gehört und bist in Stress gekommen, dass du noch rechtzeitig in den Gottesdienst kommst? Hast du vielleicht gestern blöderweise noch deine Arbeitsmails gecheckt und jetzt graut es ein bisschen vom Morgen? Oder bist du einfach glücklich und zufrieden, weil du dich so auf den Gottesdienst und auf die Gemeinschaft gefreut? Wir befinden uns in der Serie Emotionen, ich fühle dich. Und in dieser Serie beschäftigen wir uns mit verschiedenen Emotionen und schauen, was die Bibel uns im Umgang mit ihnen zeigen will. Weil ein gesunder Umgang mit unseren Emotionen trägt zu einem erfüllten Leben bei. Wir alle sind Menschen und als Menschen, als emotionale Wesen geschaffen. Wir sind auch in dem ein Ebenbild von Gott und spiegeln ihn so wider. In der Bibel begegnet uns ein Gott voller Emotionen. Liebe, Barmherzigkeit, Freude, Geduld, aber auch Zorn und Trauer. Sie vermittelt einen tiefen Einblick ins Herz von Gott und auf seine Reaktion auf das Handeln der Menschen. Emotionen, das haben wir letzte Woche gehört, sind an und für sich mal weder gut noch schlecht, sondern wir können sie eher als angenehm oder unangenehm bezeichnen. Entscheidend ist, wie wir mit ihnen umgehen. So wie es in der Sprüche 4,23 steht: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Wir sind also mit dem Thema Emotionen drin und ich habe letztes Wochenende auch ein ziemlich emotionales Wochenende gehabt. Ich habe da ein Bild mitgebracht. Und zwar durfte ich auf Skitour gehen, zusammen mit meinem Papi und mit meinem Bruder. Wir machen das jedes Jahr einmal, so ein Skitouren-Wochenende. Und ich meine, wie kann einem da nicht das Herz aufgehen? Wie kann man da nicht voller freudiger Emotionen sein, wenn wir so unterwegs sind? Und am zweiten Tag, am Sonntag, sind wir los, sind etwa eine halbe Stunde unterwegs gewesen, und langsam hat sich so ein Gelände zu der rechten Seite angefangen abzusenken. Es ist immer steiler geworden, wir sind immer ausgesetzter gewesen. Und ich weiss nicht, wieso ich gehe mit Höhe, aber mir werden immer so die Hände feucht, ich finde es ein bisschen unangenehm. Wir sind dann weitergekommen und plötzlich stehen wir vor einer Felswand, gerade raufgegangen, mit so Eisensprossen drin. Ja, die vor mir sind dann los mit dem Bergführer rauf. Hinter uns natürlich schon die nächste Gruppe am Drucken, die wollen auch rauf. Hey, und mir ist der Puls richtig in die Höhe geschnellt. Ich habe Schweißausbrüche, ich finde es wirklich nicht easy. Alle, die noch gesagt haben, wenn ich das geht schon, gerade ein bisschen angehässelt, oder? Ihr kennt das. Nur das Zurückdenken komme ich auch wieder so ein bisschen feuchte Hände über. Der Bergführer ist dann nächsten einmal oben runtergekommen, hat mir die Ski genommen, wir sind zusammen rauf. Und wir sind dann auf dem Gerät und haben dann natürlich noch 200 Meter auf dem Grat führen laufen. Und dieses Jahr ist zum ersten Mal der Freund von meiner Schwester mitgekommen. Er ist ein waschechter Römer aus Italien und fährt noch nicht so lange Ski, ist aber mega begeistert, hat eine mega Leidenschaft dafür. Und er war nicht mehr direkt hinter dem Bergführer, weil er natürlich der unerfahrenste war. Und als wir dann aus dem steilen Stück rausgekommen sind, hat er sich zu mir umgedreht und hat so einen sympathischen italienischen Akzent, den ich natürlich nicht nachmachen kann, hat er dann so gesagt: Weißt du, ich habe einfach immer gesagt, einfach nicht in Panik-Mode kommen. Angst kann in bestimmten Momenten ganz eine gute Sache sein. Angst kann uns davor bewahren, Dummheiten zu machen, Sachen zu machen, die uns und anderen schaden. Sie kann uns helfen, Situationen besser einzuschätzen und uns zeigen, wo Gefahr droht. Angst kann ungeahnte Kräfte und einen ungeheuren Fokus hervorbringen. Wenn man so ausgesetzt ist, dann schaut man nicht mehr links und rechts, dann ist man fokussiert. Angst, eine tolle Sache also. Angst hat es geschafft, wortwörtlich Grosses aufzubauen. Ich denke da an Burgen, an Schlösser, Lawinenverbauungen oder auch Schlüssel oder Sicherheitssysteme sind sicher nicht wegen Vertrauen und Zutrauen entwickelt worden. Es gibt da ganz viele Beispiele. Bist du heute Morgen mit dem Velo gekommen? Der Velohelm. Mit dem Auto, dann wäre es vielleicht der Gurt oder der Airbag. Die Liste ist sehr lang. Mit der Angst kann aber auch Geld verdient und Politik gemacht werden. Und spätestens dort merken wir, dass vielleicht doch nicht alles an der Angst ganz so toll ist. Wenn sie übernimmt und es mächtig wird, wenn wir genau in den Panic-Mode hineinkommen, dann schlottert ein Bein, der Tritt wird unsicher
Und das ist das Letzte, was man will, wenn man so auf so einem Grat oben steht. Angst kann auch ein Hindernis sein und zu einem Gefängnis werden. Wo sie uns auf der einen Seite retten kann, kann sie uns auf der anderen Seite auch gefangen nehmen und einsperren. Angst ist beides. Und wenn wir heute über Angst reden, ist es wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Sie kann zerstörerisch, aber auch dienlich und hilfreich sein. Und es ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, weil die Angst eilt grundsätzlich mal einfach einen schlechten Ruf voraus. Sie ist ein Zeichen von der Schwäche. So zumindest sehen wir es oft. Niemand wird der sein, der Angst hat. Man denkt zum Beispiel an das bekannte Kinderspiel «Wer hat Angst vor einem bösen Wolf?» Oder vielleicht haben einzelne von euch auch schon das Ausdruck, das Bomo gehört aus dem Tele-Zürich-Beitrag «Angst um Geld habe ich keine». Niemand wird Angst haben. Aber vielleicht bist du gar nicht so angstfrei, wie du es gerne hättest. Angst ist eine Emotion, die jeder von uns kennt. Sie fängt bei so kleinen Sachen an, wie der Prüfungsangst, dem Lampenfieber, die Angst vor dem Montag oder aktuell vielleicht die Angst vor der Steuererklärung. Angst, die kann man zur Seite schieben, aber wer weiß, ob sie nicht nachher plötzlich grösser und stärker wieder hinführen kommt. Angst steckt hinter jeder Ecke, hinter jeder Entscheidung ist möglicherweise Angst. Hinter Handlungen, hinter Reaktionen kann Angst sein. Es ist das Gefühl, das so fein anfängt. Das ist nicht direkt Panik. Es ist so etwas, was sich zusammenzieht. Wenn plötzlich der Puls schneller wird, wenn man feuchte Hände bekommt. Vielleicht könnt ihr euch an die Fahrprüfung erinnern. Die meisten haben dort wahrscheinlich eher am feuchten Sitz hinterlassen. Man fühlt sich eingeengt, allein gelassen und hilflos. Angst macht sich breit, manchmal schleichend, manchmal plötzlich. Es ist eine Herausforderung, wo man merkt, mit meinen Strategien komme ich da nicht mehr weiter. Natürlich gibt es jetzt auch ganz viele Arten, Facetten, Intensitäten von Angst. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir uns manchmal mit Angst ein bisschen schwer tun. Weil es ist eine sehr intensive Emotion, die wir selten in vollem Ausmaß erfahren. Darum scheint sie irgendwie weit weg. Gerade am Schlottern bin ich ja nicht. Dass Angst aber einen präsenten Platz in unserem Leben hat, wird deutlich, wenn man so die Familie anschaut. Wenn man die nahen verwandten Emotionen einbezieht. Eben das mulmige Gefühl, Anspannung, Aufregung, Beunruhigung, Ängstlichkeit, Beklemmung, Besorgnis, Sorge, Furcht oder eben Panik. Wir reden in dieser Serie ja immer von den Emotionsfamilien. Also von Emotionen, die sich ähnlich sind, die sich aber in der Art und Intensität voneinander unterscheiden. Und wenn wir unseren Blick um diese Dimension erweitern, dann werden uns die verschiedensten Situationen in den Sinn kommen, wo wir die Formen von Angst und Spannung erlebt haben. Es löst Stress aus und macht sich körperlich bemerkbar. Wenn wir der Angst gegenüber blind sind, steuert sie uns, ohne dass wir es merken. Wenn wir sie verleugnen, sind wir auch nicht frei und sie kommt später vielleicht stärker zurück. Und genau darum wollen wir uns heute auf den Weg machen, um die Angst, die Emotion von der Angst zu entdecken, ohne einfach zu sagen, es ist gut oder schlecht. Das wäre zu einfach. Und wie bereits letzte Woche beim Thema Wut, du darfst es übrigens gerne nachhören, wenn du das noch nicht gehört hast, wenn wir auch beim Thema Angst in ein Schlagwort schauen, hören, laufen angehen. Und schauen, was uns die Bibel im Umgang damit lehrt. Schauen. Ich lade dich ein, mal in dich hineinzuschauen. Mal genau anzuschauen und dich zu fragen, wo kommst du mit der Angst zu tun über? Eben nicht nur die Panik, sondern die verschiedenen Nuancen, die wir vorher davon hatten. Wo verengt sich deine Welt? Wo kommst du in Stress? Wo macht sich Angst bei dir breit? Wie wir bereits gesehen haben, beschreibt die Bibel Gott als einen Gott, wo Emotionen nur allzu gut vertraut sind. Er selber wird beschrieben als ein Gott mit Emotionen und auch im Leben von Jesus zeigt es sich ihre ganze Bandbreite. So kennt auch Jesus das Gefühl von der Angst. Und ein prominentes Beispiel davon werden wir jetzt gemeinsam anschauen. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und sie haben gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Nach dem Abendmahl ist er mit seinen Jüngern an den Ölberg gegangen, hat dort alle bis auf 3 stehen lassen
und ist mit diesen 3 weitergegangen zum Garten Gethsemane. Wir kennen die Geschichte. Und dort hat er auch die 3 noch zurückgelassen, zum zu beten. Und dort steht über ihn in Matthäus 26, 37, Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Angst und eine tiefe Traurigkeit sind über ihn gekommen. Es ist die Geschichte, wo er später vom Judas verraten wird und wo dann so die ganzen Ereignisse anfangen, wo dann am Schluss am Kreuz endet. In dieser dunkelsten Stunde von seinem Leben haben sich bei Jesus die heftigen Emotionen, darunter auch das Gefühl von der Angst zeigt. Die Übersetzung braucht das Wort überfallen. Und ich finde, es passt so gut, weil genau so kann es sich anfühlen, wenn die Angst wie eine dunkle Wolke plötzlich über einem kommt. Aber wie ermutigend, wenn Jesus Angst gehabt hat, dürfen wir auch Angst haben, weil er ist alles andere als schwach. Was hat Jesus aber mit dieser Angst gemacht? Er ist mit dieser Todesangst zu Gott gegangen. Vielleicht ist das die Angst vor dem Tod, die größte Angst, die ultimative Angst, die es gibt. Aber die Angst fängt schon viel früher an. Es gibt eine wahnsinnig lange Liste. Angst vor Unfall oder Krankheit. Was, wenn dir oder deinem Liebsten etwas passiert? Angst vor Jobverlust. Angst vor Veränderung. Angst vor Verlust. Angst vor Versagen, dass du die Erwartungen nicht erfüllen kannst. Angst vor Einsamkeit. Menschen, die sich von dir abwenden. Es gibt noch viel mehr und die Liste ist nicht abschliessend. Aber die Angst kann sich aufbauen. Manchmal ist die Angst rational, manchmal persönlich und manchmal auch nur eingebildet. Aber wegen dem ist sie trotzdem da und damit real. Nicht alle Leute reagieren gleich auf so beängstigende Situationen. Aus der Natur kennt man die 3 klassischen Hauptarten: Kampf, Flucht und Starre. Oft reagieren Menschen instinktiv auf eine von diesen 3 Arten. Und auch wenn solche Reaktionen eigentlich noch hilfreich sein können für die einzelne Situation, wo gerade zur Bedrohung aufkommt, ist es nicht gut, wenn wir dem zu lange ausgesetzt sind, dieser Last. Das kann längerfristig auch zu Erkrankungen führen. Und ich werde an dieser Stelle nicht weit auf die spezifischen Reaktionen eingehen, aber wir alle kennen sie. Und oft erkennen wir die Angst eher an den Auswirkungen. Wut, Ärger, ausweichendes Verhalten oder Ohnmacht. Gibt es Reaktionen, die ich kenne von mir, wo vielleicht Angst dahinter stecken können? Egal um welche Form oder Intensität sich die Angst bei dir zeigt, es lohnt sich, sie wahrzunehmen, sie einzugestehen, dass sie da ist. Das ist der erste Schritt, dass wir auch etwas anfangen mit dieser Angst. Dass wir anschauen können, wo kommt sie auf und dann im zweiten Schritt zu hören, was sie uns sagen will. Und damit kommen wir zum Hören. Wir alle kennen den Spruch, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und das stimmt. Angst weckt zuerst mal starke Emotionen und allzu oft treibt sie unsere Handlungen hinein, die irrational, kurzsichtig und nicht wahnsinnig intelligent sind. Es macht also sehr viel Sinn, sich besonders bei grossen Lebensentscheidungen nicht von der Angst leiten zu lassen. Und trotzdem ist es hilfreich, sich die Angst mal anzuhören. Nicht gerade zum alles machen, was sie uns vielleicht dazu raten will, sondern zu hören, auf was sie uns hinweist. Gehen wir zurück zu Jesus. Seine Angst war gut erklärbar. Kurz vorher schon am Abendmahl gesessen mit seinen Jüngern, hat ihnen gesagt, dass jemand ihn verraten wird und dass er sterben wird. Jesus hat gewusst, was auf ihn zukommt. Und die Angst hat sich aus guten Gründen bei ihm breit gemacht. Die Angst hat ihn gewarnt vor den bevorstehenden Ereignissen. Wo warnt dich die Angst? Vielleicht vor etwas. Die Angst, die sagt, dass potenziell eine Bedrohung könnte herum sein, wo es vielleicht keine Lösung darauf gibt. Auch wenn es nicht gerade um Leben und Tod geht. Angst ist nicht einfach ein Feind, was es zu bekämpfen gibt, weil oft kann sie uns eben auf diese Sachen hinweisen. Wo empfinden wir Verletzlichkeit? Welche Werte sind uns wichtig? Wo suchen wir Schutz und Sicherheit? Wenn wir anfangen, die Ängste zu verstehen, können wir dann auch im dritten Schritt einen Umgang mit ihnen finden. Wir kommen zum letzten Punkt, zum Laufen. Mit dieser Angst umgehen. Und da gibt es verschiedenste Herangehensweisen. Und eine davon passiert auch ganz automatisch.
Bei gewissen Ängsten und Unsicherheiten kommt uns unser Verstand zu Hilfe. Wir können die Angst relativieren und können sie damit eingrenzen oder sogar zum Verschwinden lassen. Wenn wir jetzt wieder auf dieser Skitour sind, oder? Wenn die Angst aufkommt und man nervös wird, dann kommen sofort auch zweite Gedanken. Der Verstand schaltet sich ein und relativiert. Ja, also, da sind ja ganz viele andere vor mir schon durch, hinter mir kommt die nächste Gruppe. Also, da ist nie etwas passiert, so gefährlich kann es nicht sein. Oder wenn es so gefährlich wäre und ich nicht genug trittsicher wäre, dann hätte der Bergführer uns sicher nicht mit auf die Tour genommen. Oder ich laufe ja ständig in solchen Konditionen. Zwar ist es ausgesetzt, aber technisch kann ich das eigentlich locker. Der Verstand regelt das. Und offensichtlich hat er recht gehabt, sonst würde ich heute nicht dastehen. Ich habe die Angst in den Griff bekommen. Und das Ganze hat wenige Sekunden gedauert. Und das passiert uns wahrscheinlich unzählige Mal am Tag. Der gesunde Menschenverstand kann helfen. Je nach Szenario sieht die Lösung natürlich etwas anders aus. Und an einem anderen Tag, wenn es easy gewesen wäre oder die Sicht schlecht, wäre man vielleicht umgekehrt. Dann gibt es aber auch die anderen Ängste. Und die übersteuern alles. Ob sie berechtigt sind oder nicht, ist gar nicht die Frage. Sie nehmen uns ein und lassen uns nicht mehr los. Und dann stimmt das Sprichwort von der Angst als schlechtem Ratgeber. Weil in dem Moment dreht sich alles um die Angst, um wie man sie loswerden kann, wie man sie minimieren kann. Alles ist darauf ausgerichtet, die Angst verschwinden zu lassen. Aber vielleicht wäre es das Richtige, genau etwas zu machen, trotz der Angst. Wir schauen einmal zu Jesus im Garten Gethsemane. Dort ist er zu Gott gegangen und hat ihm sein Herz ausgeschüttet. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Sein sehnlichster Wunsch in dem Moment ist es, verschont zu werden, die Ängste loszuwerden, weg mit deren Angst. Aber vielleicht gibt es etwas anderes, was wichtig ist. Jesus ist mit seiner Angst zum Vater gegangen. Er hat sie ihm geklagt. Und das dürfen wir auch. Er war ehrlich gewesen und er hat in der Sache keine Linderung bekommen. Wir kennen die Geschichte, wir wissen, was passiert. Der Vater hat es ihm nicht abgenommen, aber irgendetwas ist in dieser Zeit mit dem Vater bei Jesus passiert. Irgendetwas hat Jesus bekommen, hat etwas erlebt, empfangen, das ihn verändert hat. Er ist ängstlich, wie wir gelesen haben, in den Garten hineingegangen und ist zurückgekommen mit einer Zuversicht und einem Frieden. Er hat später sogar seinen Peinigern barmherzig gegenübertreten. Und das steht zu dem starken Kontrast zu der Angst, die er vorher hatte. Irgendetwas hat ihm der Vater gegeben. Wenn wir die Geschichte lesen, dann sehen wir, dass Jesus nicht nur vor dem Tod Angst hatte. Bis er am Kreuz endlich seine Augen zumachen durfte, hat er alles erlebt, was dir und mir Angst machen kann. Demütigung, Schmerzen, Einsamkeit, Verleugnung durch Freunde, Scham, Erniedrigung, Gewalt, Verlust, Versagen. Jesus hat die ganze Bandbreite von all dem, was dir und mir jemals Angst machen könnte, erlebt. Und mit diesen ganzen Ängsten von dem ist er zum Vater gegangen und hat offenbar etwas bekommen, wo all die Ängste mit einem Schlag zum Verstummen gebracht hat. Und die große Frage ist, was ist es? Vor was hat sogar die Angst Angst? Was hat Jesus etwas gegeben, dass er trotz all dem, was ihm bevorgestanden ist, mit all diesen verbundenen Ängsten, trotzdem im Frieden weitergehen konnte? Wir sehen die Verwandlung in dem Bibeltext inne, aber es steht dort nicht, was passiert ist. Wir sehen ihn vorher, wir sehen ihn nachher und wie er mit dem Frieden aus dem Garten Gethsemane rauskommt. Aber was Gott ihm gegeben hat, lesen wir in dieser Geschichte nicht. Es bleibt ein Mysterium. Zum Glück hat der Johannes, der einer von den 3 war, der noch ein bisschen weiter mitgegangen ist, nicht nur geschlafen, offenbar hat er doch noch ein bisschen aufgepasst, weil er schreibt nachher im 1. Johannesbrief etwas zu dem. Und er schreibt: Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst.
Die Liebe ist es, die die Angst besiegt. Die vollkommene Liebe, die Gott und nur Gott geben kann, besiegt Angst. Jesus hat im Garten Gethsemane die Gemeinschaft mit seinem liebenden Vater gesucht. Und das Wunder von der Liebe ist es, wo Jesus verändert rausgekommen hat. Die Liebe ist es, wo ihm die Angst genommen hat und ihm den Frieden geschenkt hat. Und der Johannes geht dann noch weiter im nächsten Vers. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Grund für unsere Zuversicht ist Gottes Liebe zu uns. Der Grund, warum Jesus mit erhobenem Haupt durch die schlimmste Zeit von seinem Leben hat durchgehen konnte, ist Gottes Liebe. Und an dieser Stelle möchte ich euch etwas vorlesen aus einem Buch, wo ich darauf aufmerksam gemacht worden bin. Es ist von einem Hirnforscher, von Gerald Hütter. Und er hat versucht, in seinem Buch Biologie der Angst zu erfassen, was die Angst mit uns macht. Und es ist kein christliches Buch, aber es passt unglaublich gut und kann von wissenschaftlicher Seite her nur bestätigen, was die Bibel schon sagt. Es steht dort, wie heißt dieses Gefühl, das so stark ist, dass es die Angst besiegt, das so stark werden kann, dass es Menschen sogar ihre größte Angst, die vor dem Tod, vergessen und singend ihre letzten Schritte gehen ließ, bevor sie von ihren Peinigern auf den Scheiterhaufen geworfen oder ans Kreuz genagelt worden sind. Es ist das gleiche Gefühl, das einen Menschen dazu bringt, in einen reißenden Fluss zu springen, um ein Kind zu retten, in ein brennendes Haus zu laufen, um seine Frau herauszuholen, in den Krieg zu ziehen, um das Vaterland gegen einen vermeintlichen Feind zu schützen. Weshalb haben wir keinen passenden Namen für dieses starke Gefühl? Wir ahnen, wie dieses Gefühl heißen könnte, das die Angst besiegt. Es ist die Liebe. Er ist kein Theologe, er hat zum Thema Angst geforscht und ist zu einem sehr ähnlichen Schluss gekommen. Es ist die Liebe, wo es das gibt, was wir brauchen, um die Angst zu besiegen. Er stellt nachher noch fest, dass es nicht so einfach ist und dass es nur wenige Menschen gibt, die einem das Gefühl geben können und Menschen, die einem besonders nahe stehen. Und ein Stück weit bleibt es dann immer ein Mysterium, wer einem wirklich die Liebe geben kann, die die Angst überwindet. Aber es bleibt Liebe, die die Angst in die Flucht treibt. Und wie viel mehr kann Gott, der dich und mich über alles liebt, diese Angst in die Flucht schlagen? Egal wie groß die Angst ist, Gottes Liebe ist grösser. Wie viel mehr kann der Gott, wo Jesus in dieser schlimmen Situation ihnen den Frieden geschenkt hat, dir den Frieden schenken? Nicht umsonst steht in der Bibel hunderte Mal, dass wir nicht Angst haben sollen. Manchmal hört man, das steht 365 Mal in der Bibel. Das ist wohl ein Mysterium. Nicht ein Mysterium, sondern ein Mythos. Aber es lässt sich festhalten, dass es einer der meist wiederholten Zusprüche ist, die Gott uns gibt. Hab keine Angst. Und nicht einfach hab keine Angst, wo im luftleeren Raum steht, sondern wie es im Jesaja 41,10 zum Beispiel steht, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Hab keine Angst, das ist keine billige Floskel. Es ist zwar schnell gesagt, aber entscheidend ist, wer sie sagt. Wie ein Kind, das das gesagt bekommt, vom ins Bett geht, von seiner Mutter zum Beispiel, und vertraut dieser Liebe bedingungslos. Wenn Gott zu dir und zu mir sagt, dann steckt seine unendliche Liebe dahinter. Jesus spricht das uns und seinen Jüngern im Johannesevangelium zu. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Jesus kann das sagen, weil er weiß, was uns die Angst nehmen kann. Gott hat es im Volk Israel gesagt. Jesus hat seinen Jüngern gesagt und der Heilige Geist ruft es heute dir und mir zu. Hab keine Angst. Ich bin mit dir. Meine Liebe wird deine Angst vertreiben. Die Zusage, halt durch die Bibel, hunderte Mal. Angst ist ein Thema und sie darf es auch sein. Aber mit Gott kommt Zuversicht hinein. Manchmal kann man sich nicht einfach gegen die Angst entscheiden. Manchmal ist es komplizierter und es bleibt
Die Situation verändert sich nicht sofort. Dann dürfen wir uns immer wieder fragen, woher kommt die Liebe? Wo kann ich mit meiner Angst hingehen? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du darfst das empfangen und mit deinen Ängsten, mit deinen Sorgen zu Jesus kommen, zum liebenden Vater, der da ist. Wenn wir das empfangen, dürfen wir es auch weitergeben an Menschen um uns herum, die ebenfalls die Liebe erfahren müssen. Es ist die Liebe, die uns immer wieder zu Gott führt. Und darum möchte ich auch dir, wenn du mit deinen Ängsten unterwegs bist, im täglichen Leben zurufen, bei Gott ist deine Angst am richtigen Ort. Ob sie recht hat oder nicht, ob sie rational erklärbar ist oder nicht. Bei ihm sein, verweilen, seine Liebe dürfen zu spüren und bei ihm dein Herz ehrlich auszuschütten. Ich habe jetzt auch ein paar Fragen mitgebracht und euch dürft einen Moment Zeit nehmen, um die durchzulesen, euch überlegen, wo es so Ängste gibt, was sie euch sagen wollen und wo ihr sie könnt zum Vater bringen. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Das von unserem Gott zu hören, ist, was die Angst in Zuversicht verwandelt. Damit die Angst uns dienen kann und wir nicht ihr. Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der die Emotionen kennt, der das durchgemacht hat, der uns verstehen kann in dem. Hilf uns, dass wir in diesem Umgang mit dieser Angst immer wieder zu dir kommen, sie ehrlich dir vor die Füße anlegen. Zeige uns in dem deine Liebe, dass wir dir spüren, dass sie die Angst vertreiben dürfen, gerade in diesen Situationen, die sich nicht einfach verändern. Danke, bist du der, der die Angst besiegen und uns den Frieden schenken. Amen. Wir haben jetzt noch eine Zeit vom Worship. Und wenn du vielleicht Ängste hast, wo du ganz bewusst willst, bei Gott, beim Vater anlegen, dann bist du herzlich eingeladen, hinterher zu gehen, zum Gebetsteam. Es sind Leute da, die liebend gerne mit dir zusammen beten. Aber wenn du andere Anliegen hast, darfst du dich gerne an sie wenden.